Und die Leute, die ein Fake-Lachen haben, haben signifikant mehr Scheidungen, signifikant mehr Depressionen. Also es ist noch wild. Das fördert halt die positive Emotionen. Oder darum, ich bin immer so happy, nachdem wir einen Podcast aufnehmen. Ja. Wirklich mega happy. Dann merke ich so, okay, ob du jetzt eine Stunde an deinem Handy bist oder nicht, scheißegal. Wenn eine Nachricht kommt, dann beantwortest du eine Stunde später. Die sollen uns zahlen, Mann. Wir machen das zu fest Werbung für die. Er schießt mich gottlos an. Gottlos. Und wenn ich dann aber mal reinkomme... Und so hart das tönt, aber es ist eigentlich gut. Ja. Wenn du abgemacht hast, es vermisst dich niemand. Ja. Und wenn der jemand anruft, du kannst zurückrufen. Ich habe davor gesagt, ich will eigentlich gerne mal... Das ist schon ewig in meinem Hinterkopf. Ja, bist ein Lustiger, mach. Wo miteinander Zeit verbracht haben. Und ich bin so gewesen, von wo kommen all diese Leute? Herzlich willkommen zu Kopfchaos. Wir sind zwei Psychologen aus Zürich. Ich bin der Ivo, neben mir hockt der Tim. Und eigentlich habe ich das Intro vorbereitet, um zu sagen, und neben Tim hockt Elena. Das wäre so das erste Intro gewesen, das wir noch einen Gast hätten vorstellen können. Aber leider ist sie gestern krank und hat uns absagen. Natürlich an dieser Stelle ihre ganz gute Besserung. Wir haben aber gestern noch telefoniert. Wir werden die Podcast-Folge zum Thema ADHS 100%ig noch machen und auch eure Fragen, die ihr uns auf Instagram oder im echten Leben auch gestellt habt, werden wir noch einbauen und dass das sicher kein Versäumnis wird. Wir haben uns natürlich gefreut, dass jetzt die 10. Folge so ein bisschen Jubiläumsfolge wird. Ich dachte, wow, schon die 10. Folge, dass wir da etwas Spezielles für euch raushauen können. Haben jetzt ein bisschen adaptieren Schnell alle Register ziehen, was Spontanität angeht. Gestern Abend haben wir noch schnell einen Videocall machen, um schnell ein bisschen das Konzept zu überarbeiten, wo wir heute darüber reden möchten. Ja. Weil es ist ja eine Jubiläumsfolge. Mhm. Folge 10. Wir haben mittlerweile 10 richtige Folgen. Mit Spezialfolgen und Pilot sind es ein bisschen mehr. Aber wir haben ein passendes Thema gefunden zu so einer Jubiläumsfolge, nämlich ein Thema aus der positiven Psychologie. Mhm. Und ich freue mich drauf. Riesig. Einfach, weil auch der Tag ist. Wir haben vorher darüber geredet, dass das Wetter ist einfach brutal aktuell. Und einfach, dass wir haben den ganzen Tag füreinander. Wir machen zuerst ein bisschen Podcast, nachher noch ein bisschen anderes Programm miteinander. Sag schnell, was wir machen. Ich freue mich sehr. Was machen wir? Hey. Wir gehen nachher ein bisschen gölfeln. Wir gehen nachher ein bisschen Böllen abschlagen. Plus haben wir noch in Zug noch ein kleines Spezialprogramm dann am 6. Wo wir... Willst du schnell sagen, was das ist? Yes, also es ist ein sogenanntes Special Training. Wir gehen dort noch beim Training vorbei, wo Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung lernen Golf spielen. Mega cool. Gehen wir dort noch vorbei, machen mit ihnen noch das Training. Zuerst gehen wir golfen. Weil wir so gut können ihnen Trainings geben können. Ja, genau. Nein, nicht wegen dem. Es ist ja mehr einfach dort dabei zu sein, zu unterstützen, voll. Zu helfen. Voll. Genau. Und wie du gesagt hast, heute reden wir über ein Thema oder so der Grundpfeiler von positiver Psychologie. Für mich positive Psychologie eines der absoluten Lieblingsthemen aus der Psychologie, auch weil es wahrscheinlich so ein bisschen zu meiner Persönlichkeit passt, würde ich sagen. Ich fühle mich dort sehr, sehr wohl und auch die Heime. Und wir haben das mal in einer Folge ganz kurz angetönt, was ist positive Psychologie, und du hast das super kurz und knackig erklärt. Was ist positive Psychologie genau? Oh, ich weiss nicht, was ich gesagt habe. Aber für mich ist, also früher ist halt Psychologie immer genutzt worden, um den Leuten zu helfen, wo es sehr, sehr schlecht geht. Dass man, sagen wir, von einem minus 10 vielleicht auf ein 0 kommt, vielleicht auf ein minus 3. Ja, also jemand, der extreme Depressionen hat oder eine Angststörung und wie sich selber, hey, wie geht es dir? Ja, nicht gut, ich bin auf einem minus 8. Und man schaut, dass die Leute eigentlich wieder, ich sage, selbstständig, lebensfähig sind, dass sie ihren Alltag selbstständig gestalten können. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und dann aber in der 2000er-Wende ist positive Psychologie so ein bisschen aufgekommen. Auch vom Matthias Seligmann, der das Ganze so ein bisschen vorangetrieben hat. Und dort ist eigentlich die Idee, dass man von einem, sagen wir vielleicht plus 4 auf ein plus 8, 9 oder sogar 10 kommt, um das einfach zu verdeutlichen. Und man hat geschaut, hey, wie kann man auch die Leute unterstützen, was schon gut geht, und einfach schauen, hey, wie kann es denen noch viel, viel besser gehen.
und was gibt es dort für Möglichkeiten. Voll. Und das ist genau das, warum ich mich glaube so die Heime fühle. Weil ich habe recht früh im Studium gemerkt, hey, so klinische Psychologie, so den ganzen Tag in dieser schweren Energie rein sein. Ich glaube, das ist nicht meins, aber so trotzdem näher mit Leuten zusammenarbeiten, das macht mir mega Freude. Und dann habe ich aber gemerkt, das ist genau das. Leute, die so sagen, ja, mir geht es eigentlich easy. Ich komme durch den Alltag, es läuft, das ist okay. Voll. Aber die dort können begleiten und sagen, hey, ja, wie können wir machen, dass du sagst, hey, ich habe richtig Freude in meinem Leben. Ich geniesse mein Leben und ich schätze mein Leben. Dort anzukommen, Voll. das macht mir mega Freude. Und das ist bei mir ähnlich. Ich habe auch recht früh im Studium gemerkt, hey, klinische Psychologie ist bei mir, glaube ich, nicht. Weil, also, grösster Respekt an alle, die im therapeutischen Setting arbeiten. Weil ich habe das Gefühl, du musst einfach eine richtig dicke Haut haben. Musst dich gut können abgrenzen und das ist etwas, wo mir nicht so gut gelingt. Darum ist für mich relativ schnell klar gewesen, klinische Psychologie ist wahrscheinlich nicht. Ja. Aber in der positiven Psychologie quasi können Sachen noch besser zu machen, als sie aktuell sind, das ist auch etwas, was bei mir sehr gut ankommt und wo ich auch ein grosses Interesse daran habe. Und eben positive Psychologie, wir werden jetzt aufs Modell eingehen, wo PERMA heisst, also es sind 5 Buchstaben und jeder Buchstabe steht für etwas und auf das werden wir eingehen und auch wie wir das im Leben können quasi umsetzen und implementieren, sehr, sehr praktisch auch. Und das kann man im Privatleben brauchen, aber auch positive Psychologie wird sehr stark oder kann man sehr stark auch im Arbeitsleben einsetzen. Also es ist sehr, sehr... Ist immerhin ein grosser Teil von unserem Leben. Genau, oder? Und dem muss man Rechnung tragen. Ich meine, wir sind 8 Stunden am Tag am Arbeiten. Und wenn man dort auch Sachen aus der positiven Psychologie kann aufnehmen kann, eben wie wir miteinander umgehen, wie wir arbeiten, wie wir auf uns schauen, all das, was machen wir genau und wie machen wir es, alles so Fragen ganz kurz, ist ein riesen Bereich und das ist eigentlich der Bereich, der uns beide sehr interessiert. Und was ich noch lässig finde bei positive Psychologie ist, du hast ja vieles grösseres Publikum oder viel grössere Anzahl Personen, die das betrifft, weil zum Glück geht es ja den meisten Personen nicht mega schlecht, die nachher in einem klinischen Setting müssen unterstützt werden, sondern bei der grossen Mehrheit der Menschen, die kommen durch den Alltag, es funktioniert. Vielleicht fehlt einem so etwas, wo den Alltag noch ein bisschen besser macht, wo die eigenen Emotionen besser macht, wo die eigenen Erlebnisse verschönert. Und darum finde ich positive Psychologie auch noch interessant, weil es auch viel mehr Leute anspricht. Und ich habe meine Bachelorarbeit auch zur positiven Psychologie geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Nein, das weiß ich nicht. Ich habe geschaut, was Sportvereine für einen Einfluss haben, oder Vereine allgemein für einen Einfluss haben auf das Wohlbefinden von Jugendlichen. Ah, stimmt. Voll. Stimmt. Also so das Zugehörigkeitsgefühl, dass die Struktur, die einem ein Verein auch gibt, so ein bisschen das sich können Ziel setzen und jetzt, wenn wir vielleicht mit dieser Mannschaft aufsteigen oder ich habe vielleicht das Konzert, das ich in einem Musikverein habe oder was auch immer. Voll. Da kommen wir nachher noch dazu. Oder? Und vielleicht jetzt zum Konzept PERMA. Es sind englische Wörter. Also P meint Positive Emotions, positive Gefühle. E meint Engagement oder so das Eingebundensein in eine Tätigkeit. R Relationships, also Beziehungen. Die ganze Bandbreite von Beziehungen. M ist Meaning, also einen Sinn in etwas haben. Und A ist Achievements, also Ziele erreichen oder etwas erreichen. Und das Konzept ist eigentlich so entstanden, dass man versucht hat, etwas aufzubauen, wo ein erfülltes Leben fördert. Und da hat man sich überlegt, ja, was ist ein glückliches Leben, ein erfülltes Leben? Wie kann man das eigentlich am besten beschreiben? Oder was gehört da dazu? Und das sind die 5 Punkte. Und das kann man sich eigentlich ähnlich vorstellen, wie wenn ich schaue, okay, wie ist das Wetter? Dann kannst du mir sagen, das Wetter ist gut. Oder ich frage dich, wie geht es dir? Und du sagst mir, dir geht es gut. Wenn man das jetzt aber genauer anschaut, was macht ein gutes Wetter? Okay, Sonnenschein, vielleicht nicht eine mega hohe Luftfeuchtigkeit, dass es nicht windet. Da sind verschiedene Faktoren, die ein gutes Wetter ausmachen. Und das kann man sich ähnlich eigentlich mit dem Konzept vorstellen. Wenn ich dich frage... ich habe jetzt gar nicht gewusst, wo du hin willst. Aber jetzt, okay. Ja, also, weißt, sorry, mach fertig. Ja. Verständlich. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Dann könnte man das auch noch ausformulieren. Mir geht es gut, weil ich habe eine schöne Beziehung, ich habe eine coole Arbeit, hey, ich habe gerade
ein cooles sportliches Ziel erreicht, oder? Dann kann man das wieder so ausformulieren. Es sind wie verschiedene Teilbereiche, wo man kann erfüllen kann, um das gesamthafte «Mir geht's gut» zu erfüllen. Genau, weil man muss es ja irgendwie auch können messen, oder? Klar kann ich sagen, mir geht's gut, aber mit diesen 5 Faktoren, die in dem Modell, in dem Perma-Modell drin sind, ist eigentlich so, versucht man das bestmöglich abzudecken. Oder? Und da der Vergleich mit dem Wetter, man kann sagen, es ist schön Wetter, oder man kann es genau anschauen, man kann sagen, hey, mir geht's sehr gut, und dann kann es genau anschauen. Weil es gibt ja auch verschiedene schöne Wetter. Ich meine, es kann jetzt mega so frühlingshaft sein, es ist warm, es ist sonnig, aber im Winter, wenn es so voll verschneit ist, vielleicht die Sonne nicht draußen ist, ich meine, auch schön. Wow, oder so im Herbst, wenn so alle Blätter fallen, mega farbig, ja. Es ist so ein bisschen lauwarm, Genau. auch schön. Also eben, gut sagt wie nichts aus, wenn man es aber genauer anschaut, was macht gut aus. Genau. Zu philosophisch gerade geworden. Aber einfach so, dass ihr euch ein bisschen vorstellen könnt, wie das Modell eigentlich so aufgebaut ist. Voll. Und wir gehen durch die einzelnen Buchstaben von dem Akronym, werden das ein bisschen beleuchten, auch so ein bisschen im Alltag. Und vor allem, ich möchte heute spezifisch Hinweise geben oder Beispiele, was man kann machen kann, um die einzelnen Dimensionen, also die 5 Buchstaben, zu verbessern. Das ist so mein Ziel für heute. Voll. Und mein Ziel ist, eine gute Folge. Das Geil, geniessen. schön. Ja, das werden wir sowieso. Immer. Nein, voll verkackt. Ich auch das Ziel raushauen, Mann. Aber du hast viel das bessere Ziel gesehen. Das ist okay. Spaß. Nein, also dann fangen wir doch mal an mit dem ersten, mit den positiven Emotionen. Was bedeutet das in dem Modell? Hey, also positive Emotionen sind halt wirklich einfach das, was man fühlt, das, was sich schön anfühlt. So ein bisschen etwas sehr im Moment mäßiges. Und was ich noch interessant gefunden habe, ist, das ist ja durchaus auch durch DNA und Erbgut definiert. Also sie haben ja dort eine Normalverteilung. Es gibt Leute, die es sehr viel einfacher und mehr positive Emotionen fühlen. So, das sind so ein bisschen die Optimisten, so ein bisschen die Glas halb voll Menschen. Und dann gibt es aber auch Leute, wo das vielleicht schwieriger fällt, wo das nicht so natürlich kommt. Und das ist normal. Heisst aber nicht, dass man es nicht verbessern kann. Also es geht wirklich dort dann einfach darum, hey, wie oft lacht man, auch wie lacht man, das habe ich noch interessant gefunden. Ich habe gesehen, dass sie auf Fotos geschaut haben. Es gibt ein Fake-Lachen. Und ich meine, wir haben das schon mal ein bisschen angetönt im Thema mit Mimik und Körpersprache. Mit der Folge 4, ja. Voll. Und es gibt wie ein Fake-Lachen, wo du einfach die Mundwinkel aufziehst. Und dann gibt es ein richtig ehrliches, authentisches Lachen, wo dann auch noch so ein bisschen die Krähenfüßchen, also dass bei den Augenwinkeln dort nochmal die Falten auftauchen. Und es gibt eine ganz spannende Studie, die sie gemacht haben und in Schulfotos, also so Schuljahresfotos, die sie gemacht haben, geschaut haben, wer hat ein natürliches Lachen und wer hat ein Fake-Lachen. Und die Leute, die ein Fake-Lachen haben, haben signifikant mehr Scheidungen, signifikant mehr Depressionen. Also es ist noch wild. Also wie sich das auch zieht. Weil sie haben die Schuljahresfotos gemacht und dann irgendwie ein paar Jahrzehnte später geschaut und befragt, hey, okay, wie ist so dein Leben verlaufen? Und dann haben sie herausgefunden, eben mehr Depressionen, mehr Scheidungen etc. Krass. Noch voll. Ja, jetzt will ich ein bisschen fake richtig lachen. Nein, aber voll. Oder? Und bei diesem Punkt geht es einfach darum, dass wir unseren positiven Emotionen mehr Bedeutung geben oder mehr Aufmerksamkeit geben. Und ich glaube, da weiss jeder für sich, was einem gut tut und jetzt sich auch wirklich wieder bewusst machen, dass man das regelmäßiger macht. Weil, da kommen wir jetzt so ein bisschen zu den Bias, zu den Denkfällen, die man auch schon voll gemacht hat. Es gibt einen, das ist Negativitätsverzerrung. Und die Negativitätsverzerrung sagt eigentlich, dass wir viel mehr Aufmerksamkeit und viel mehr Gewicht auf negative Emotionen legen und versuchen, die zu verhindern, als auf positive. Und das macht auch durchaus Sinn, oder? Weil das meistens unser Überleben gesichert hat. Aber ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ihr gesund seid, ihr seid einfach gesund. Wenn ihr aber krank werdet, erst dann merkt ihr, es war so schön gewesen, als ich normal auch schnaufen konnte, als ich nicht die ganze Zeit das Kratz im Hals hatte oder so. Ich meine, ich habe Heuschnupfen. Seit gestern habe ich wieder so intensiv Heuschnupfen. Im Elend. Das ganze Jahr habe ich vergessen, wie schlimm es ist, wenn ich Heuschnupfen habe. Jetzt habe ich wieder Heuschnupfen, also das negative Gefühl ist gekommen und jetzt weiss ich wieder, was so ein Scheissdreck. Aber die 9 Monate, wo ich es nicht habe,
ist mir nicht Und du hast bewusst, es gar nicht schätzen gewusst. dass es mir so gut geht. Ja. Oder? Und da, bei dem P, bei den positiven Emotionen geht es darum, hey, versuchen aus dieser Negativitätsverzerrung rauszukommen, die wir alle haben, wir zwei genau gleich, auch wenn wir es wissen, weil es einfach etwas Natürliches ist, und die positiven Emotionen, der Freude, der Dankbarkeit, Leichtigkeit, Heiterkeit, Neugier, Interesse, all das, versuchen wir doch die im Leben, wo wir es haben, zu fördern und zu schätzen, wenn wir es schon haben. Voll. Was ich auch noch interessant finde, ist in unserer Kultur, in so dieser zentraleuropäischen Kultur, verspürt man manchmal Freude und man ist zurückhaltend mit dem Ausleben von dieser Freude. Und in anderen Kulturen, ich glaube so in südlichen Kulturen oder aber auch in Südamerika, dort wird Freude es ist viel akzeptierter, dass man die einfach stark auslebt. Und auch da, glaube ich, ist es wichtig, dass man sich überlegt, hey, wenn ich Freude verspüre, dann mal den Platz zu geben, das auch richtig auszuleben und die Freude auch können zu zelebrieren und zu zeigen und vielleicht auch sogar andere damit anstecken. Weil Freude ist ja doch auch sehr ansteckend. Einfach geniessen, ja. Und da gibt es ganz eine einfache Übung. Die Übung ist sehr einfach. Ich habe auch eine, es nicht mehr wundern, ob wir die gleich haben. Die Umsetzung ist aber ein bisschen schwieriger. Und zwar der positive Tagesrückblick. Ich habe das auch. Krass. Ja, das ist so die, Ist halt die wahrscheinlich Übung. die bekannteste Übung. Ja. Ja. Der positive Tagesrückblick. Und zwar könnt ihr einfach am Ende des Tages euch überlegen oder aufschreiben oder mit jemandem darüber reden, wie ihr das für euch am einfachsten ist. Hey, was war heute schön gewesen? Was hat mir heute Freude gemacht? Wo habe ich meine Stärken richtig können nutzen? Was habe ich für schöne Begegnungen gehabt? Das könnt ihr auch für euch so ein bisschen überlegen, hey, welche Fragen möchte ich mir stellen? Und einfach den Fokus so bewusst auf das lenken, was gut war. Und das ist auch ein bisschen ein Training, weil am Anfang muss man das wirklich so bewusst machen und sagen, hey, was ist heute gut gewesen? Was hat mir Freude gemacht? Und das können kleine Sachen sein, von ein cooles Gespräch mit jemandem, das ich vielleicht gar nicht erwartet habe, wo schon gesagt hey, eigentlich mega schön. Es können grosse Sachen sein, wenn du Geburtstag hast und das gefeiert hast. Also wirklich von klein bis gross. Und durch das, wenn man das regelmäßig macht, checkt auch unser Hirn viel schneller, wo sind die positiven Ereignisse, die positiven Erlebnisse in meinem Alltag und fokussiert sich dann fast schon automatisch auf die. Aber am Anfang braucht es wie so ein bisschen einen Push, eine Energie, eine bewusste Achtsamkeit oder Aufmerksamkeit auf die Aufs Positive. Genau. Und du tust eigentlich dein Hirn trainieren, um die Negativitätsverzerrung aufzuheben, indem das Hirn mehr und mehr versucht, die positiven Erlebnisse zu suchen. Und ist so, okay, wo ist jetzt etwas Positives? Weil ich muss ja am Abend dann etwas aufschreiben und ich muss mich dann erinnern. Und ich glaube, das Aufschreiben ist sicher eine gute Variante, weil es so ein bisschen etwas, es ist so ein bisschen ein Ritual. Du nimmst etwas vor, du schreibst es auf, gut ist. Und das kann, ich meine, das ist in 5 Minuten gemacht, sind wir ehrlich. Ja. Es gibt auch Apps. Hast du da gerade eine zum Empfehlen? Ja, die heisst 3 Good Things. Die ist noch eingängig. Ja, und da kann man glaub, sogar auch Benachrichtigungen einschalten und sagen, hey, meistens um 9:30 am Abend habe ich Zeit, dann kommt so eine Benachrichtigung, kann man es dort eintöckeln. Und schön ist es halt auch gerade gespeichert und irgendwann kannst du mal alles anschauen, was ist so passiert. Und es ist halt immer schön, wenn du es drauf schreibst, auch im Tagebuch oder wenn du es einfach von Hand aufschreibst. Krass wäre auch, wenn es so einen Monatsüberblick gibt. Am Schluss des Monats einen Überblick von was ist alles Tolles passiert. Ja, das wäre cute. Ich weiss ja nicht, Die sollen uns zahlen, Mann. Wir machen da zu fest Werbung für die. Ja, aber das ist eine sehr simple Methode, um das ein bisschen fördern. Und was natürlich positive Emotionen auch fördert, ist das Engagement. Das ist der zweite Buchstabe, das E. Und das Engagement, besser gesagt. Das heisst ja nicht Engagement auf Deutsch, sondern so das Eingebundensein in etwas. Also dort wird vor allem auch von dem Flow-Erlebnis erzählt. Und ich probiere jetzt den Namen auszusprechen. Wenn ihr ihn googelt, werdet ihr, also vielleicht tun wir den Namen noch nicht, weil sonst findet ihr ihn nicht. Der Mihail Csikszentmihalyi. Es ist wirklich... Und ausgeschrieben noch viel, viel komplizierter. Aber wir kannst den unten in die Show Notes. Aber kannst du mir schon sagen, wie hast du den Namen gemerkt? Chick sent me hi. Chick Ein Chick hat mir hi geschickt.
Sorry, ich habe mich vergehört, was das Wie vorher soll gesagt ich hat. mir sonst merken? Nein, also, wo wir den Namen das erste Mal gehört haben, unsere Dozentin hat nicht können sagen. Und sie hat es einfach auf der PowerPoint-Präsentation Ja. gezeigt. Und du bist voll so gewesen, wie kann ich mir den merken? Chick sent me high. Ah, Chick sent me high. Da kann ich mir easy merken. Beste Eselsbrücke. Okay, Ja, sorry. aber auf jeden Fall, also der Chick Sent Me High, der hat viel geforscht in diesem Flow-Erlebnis. Und das Flow-Erlebnis ist eigentlich, wenn du so richtig fest involviert in einer Aufgabe bist, dass du Zeit vergisst, dass du vergisst, wie vielleicht es auch anstrengend ist. Und das sind so, man verbindet es oft mit Musik, dass du so voll in der Musik drin bist, wenn Leute am Musik machen sind, aber auch wenn gewisse Leute am Hören sind. Ich habe es viel so bei Arbeiten, wo ich dann so einfach wirklich in einen Loop hineinkomme, wo ich einfach drin bin. Wenn ich einfach im Film drin bin. Was? Hast du ein Beispiel jetzt für so eine Arbeit? Hey, also wenn es wirklich um Arbeit geht, so Büroarbeit, dann ist das nicht so klar. Also ich habe nicht so eine klare Aufgabe, wo das so ist. Es ist mehr einfach so, wenn ich nicht unterbrochen werde, dann habe ich das oft. Wenn ich nicht unterbrochen werde, so ein bisschen die Aufgabe nicht zu schwierig ist, sondern so, dass ich einfach fortlaufend immer wieder kleine Erfolge habe. Es wird auch dort klar gesagt, hey, du kommst viel schneller im Flow, wenn die Aufgabe nicht zu schwierig ist und nicht zu einfach. Weil wenn sie zu einfach ist, bist du gelangweilt. Wenn sie zu schwierig ist, wirst du frustriert, weil du es nicht schaffst. Also die Schwierigkeit von einer Aufgabe muss deinen Fähigkeiten angepasst sein. Und dann kommst du viel schneller im Flow. Und bei mir ist wirklich die Unterbrechung, wo bei mir, vor allem im Büro, weil dann irgendjemand reinkommt, es kommt ein Mail, was auch immer, wo mich dann meistens nicht rausreißt. Wo ich es aber viel öfter habe, ist im Sport. Im Sport komme ich so schnell rein, ich denke nicht an den Tag, die Zeit geht ultra schnell vorbei. Das kann sein beim Golfen, hoffentlich haben wir das nachher auch. Das kann aber sein beim Fußball. Und was auch noch ist, und du hast das vorher gesagt, dass wir das immer haben, ist beim Podcast aufnehmen. Ich liebe es. Wir reden damals einfach, dann schauen wir auf die Zeit, wie lange wir schon aufgenommen haben und sind so, oh shit, wir müssen langsam irgendwie zum Ende kommen. Wir vergessen damit die Zeit komplett. Und das Ja. ist für mich das Merkmal, das ich immer merke, wenn ich im Flow bin, wenn ich die Zeit hart vergessen habe. Und das, ich liebe es, darum auch Podcast aufnehmen, weil wenn der Flow-Zustand, wenn du regelmäßig in dem drin bist, es fördert deine positiven Emotionen auch, oder? Also du hast nachher so das Gefühl von, boah, du bist ein bisschen stolz auf dich, hast etwas gemacht, du bist produktiv gewesen, all das. Das fördert auch deine positiven Emotionen. Oder darum, ich bin immer so happy, nachdem wir einen Podcast aufnehmen. Ja. Wirklich mega happy. Und du sprichst es an. Ablenkung ist der #1 Flow-Killer, den wir aktuell haben. Privat und in der Arbeitswelt. Also auch wenn ihr ins Fitness geht und dort euer Handy habt, vielleicht zur Musik hören, ist super, auch mit Musik. Aber wenn ihr dann immer wieder ans Handy geht, um eine Nachricht zu beantworten, schnell auf Instagram zwischen, kommt ihr auch dort nicht in Flow. Oder wenn ihr am Joggen sind und euch jemand anruft, das unterbricht es gerade wieder. Ja. Oder? Und bei der Arbeitswelt sowieso, mit 1000 Kommunikationskanälen, die Chance, dass wir unterbrochen werden, ist riesig. Darum dort so ein bisschen meine Empfehlung an alle eigentlich, so hey, zu meinem Flow reinkommen, Ablenkungen ausschalten. Achtet euch mal, was lenkt euch eigentlich ab? Und das andere ist auch so, ein bisschen herausfinden, wo komme ich im Flow rein, oder? Und Also bei was für Aufgaben, oder? ja, Örtlich. beides. An welchem Ort? Weil ich habe für mich gemerkt, wo ich super geil im Flow reinkomme, ist eigentlich Präsentationen machen. Ja. PowerPoint-Präsentationen. Das stimmt. Wenn ich weiss, okay, das und das braucht, dann tue ich so ein bisschen Meditation-Musik rein oder einfach so ganz etwas Simples, was mich nicht Monoton ablenkt. auch. Etwas Monotones, genau. Tu das rein. Und ich weiss ja genau, was ich machen muss. Also ich brauche auch ein klares Ziel. Okay, die Präsentation muss so und so aussehen. Und dann komme ich die Heime fast besser in Form. Dann kann ich die Türen zumachen, es kommt niemand rein. Handy auf, nicht stören. Perfekt. Einfach mal also ein bisschen die Welt draussen vergessen. Ja. Ich merke bei mir so oft, dass ich dann das Gefühl habe, im ersten Moment, oh, ich verpasse etwas. Wenn ich dann aber wirklich mein Handy auf die Seite tue, auch, ich meine, das haben wir auch schon mal geredet, das Handy in ein anderes Zimmer, dann merke ich, okay, ob du jetzt eine Stunde an deinem Handy bist oder nicht, scheißegal. Wenn eine Nachricht kommt, dann beantwortest du es eine Stunde später. Auch wenn du ein Mail beantwortest, eine Stunde später, ist es nicht allzu schlimm. Ja, und ich habe gerade letzte habe ich das gemacht. Wir sind, was so schön sonnig war, sind wir rausgegangen an den See und wir haben beide das Handy daheim gelassen.
wo ich habe gemerkt, auch nach 6-7 Stunden, es hat mich einfach niemand vermisst. Ja. Und so hart das tönt, aber es ist eigentlich auch gut. Ja. Wenn, Ja, wenn ja. du abgemacht hast, dann es vermisst dich niemand. Ja. Und wenn der jemand anruft, du kannst zurückrufen. Ah ja, kein Problem, ich kann nur das und das fragen. Ah, easy. Ich habe letztens einen Moment gehabt, auch in einer zwischenmenschlichen Situation, und ich meine, auf das können wir nachher dann gerade mit Relationships, ich kann einfach noch schnell etwas, dass ich, wenn ich mit einer Person in der Konversation bin ich voll drin, und was mir letztens passiert ist, die Person ist aufs WC und dann sitzt ich allein dort. Was machst du? Handy führen. Und ich habe mir dort dann bewusst gesagt, ey, jetzt lass mir das Handy nicht quasi auf den Tisch und lass es einfach im Hosensack. Und habe dann gemerkt, der Einstieg in das Gespräch nachher ist wieder so viel einfacher gewesen, als wenn ich am Handy war. Mhm. Dann haben wir wieder so ein bisschen Thema Arbeitsgedächtnis, oder? Mhm. Welche Folge ist das gewesen? Boah, du fragst mich. Ich glaube, die zweite. Thema Arbeitsgedächtnis. Gerne auch noch reinhören. Voll. Ich habe noch zu Engagement noch schnell etwas. Und zwar, was ich dort interessant finde, im Vergleich zu den positiven Emotionen, ist, es ist nicht immer etwas, wo es Spaß macht. Am Anfang. Am Anfang. Also, du kannst zum Beispiel, wo ich manchmal auch in den Flow komme, ist im Haushalt. Wenn ich irgendwie muss putzen, dann es schießt mich gottlos an. Gottlos. Und wenn ich dann aber mal reinkomme, dann irgendwie geht die Zeit auch so schnell um und irgendwie am Schluss, wenn du dann fertig bist, hast du irgendwie so ein gutes Gefühl von, hey, das habe ich jetzt erledigt. Und ich glaube, es geht so mit vielen Aufgaben auch, wenn du irgendwie ein Projekt hast, wo dich irgendwie so bist, so, wenn du beim Arbeiten irgendwie etwas hast, wo du bist so, oh, jetzt muss ich mit dem anfangen. Und was mir dort mega hilft, ist einfach zu sagen, hey, ich fange an mit 15 Minuten. Nur 15 Minuten. 15 Minuten, ich tue mein Handy weg, ich committe mich für 15 Minuten zu dieser Aufgabe. Und was dann so oft passiert, ist, ich komme in den Flow rein, ich bin dran und ich will nachher weitermachen, weil ich so bin, jetzt will ich es fertig machen. Das kann sein beim Haushalt, das kann sein bei einem Projekt, das kann aber auch sein mit Sport. Einfach sagen, hey, 15 Minuten. Und das hilft mir persönlich mega, weil ich dann in den Flow reinkomme und dann der Anschiss nicht mehr so gross ist. Das ist eine gute Strategie, weil du so wie die mentale Hürde runtersetzen. Es du ist weißt, viel der kleiner Minuten, Aufwand. es ist nicht, ich muss den ganzen Haushalt machen, sondern ich mache 15 Minuten Haushalt. Ich mache 15 Minuten Sport. 15 Minuten das Projekt, was auch immer. Dann denkst du, ach komm, okay, 15 Minuten habe ich. Und nachher merkst du eben nachher, so schlimm ist es gar nicht, wie die Vorstellung war, oder? Man macht den Berg so viel grösser, als es eigentlich ist. Ja. Und wenn du dann am Klettern bist, merkst du, so gross ist er auch wieder nicht. Voll. Ja. Hey, ja. Wir haben vorhin von diesen sozialen Interaktionen geredet. Und dass man auch dort in den Flow reinkommen kann. Aber die sozialen Interaktionen oder auch Beziehungen haben einen eigenen Buchstaben in dem PERMA, nämlich R für Relationship. Was ist dort für dich so die Erkenntnis in diesem Bereich? Hey, dass man das für mich eigentlich beim Thema Beziehungen, ich würde das fast anders nennen eigentlich, sondern soziale Interaktionen. Okay. Und dort gehört auch Beziehungen dazu. Weil ich denke, das ist viel breiter. Oder wenn ich jetzt an die Säule in meinem Leben denke von Beziehungen oder sozialen Interaktionen, schöpfe ich so viel Positives aus den Freundschaften, die ich habe, aus den Beziehungen, die ich habe, aus meiner Familie. Aber ich schöpfe auch mega viel Schönes aus sozialen Interaktionen mit Leuten, die ich nicht kenne. Ja, ja. Und darum finde ich das Wort Relationships, nur Beziehungen, schränkt es fast ein bisschen ein. Und ich tue das Ganze ein bisschen grösser denken eigentlich, weil jede Interaktion mit einem Menschen, egal ob ich die Person gut kenne oder nicht gut kenne, gehört für mich dort rein. Und die kann man positiv gestalten oder halt auch negativ gestalten. Aber jede Interaktion hat eigentlich die Chance, für mich auch etwas Positives daraus zu gewinnen. Du nimmst auch sehr viel Energie aus Interaktionen. Ja. Ich finde das interessant. Wir haben das im letzten Podcast zu Netzwerk, hast du das auch angesprochen, dass du eben manchmal einfach Leute im Lift ansprichst, mit ihnen ein Gespräch anfängst und dann aus dem so viel Energie rausnimmst. Und ich glaube, das sieht man bei dir extrem, dass du manchmal, wenn du in Interaktion mit Menschen bist und dann dort wieder rausgehst, so richtig aufgeladen in die nächste Interaktion gehst. Und es ist bei dir so wie eine Aufwärtsspirale von das eine Erfolgserlebnis in der Interaktion führt dich zum nächsten Erfolgserlebnis in der Interaktion. Voll. Und also da muss ich sagen, ich weiss mega viel, ich kenne wirklich viele Situationen, wo
wo ich weiss, es tut mir gut. Aber es gibt auch Situationen, wo es soziale Interaktionen sind, wo ich aber nicht so fühle und dort gibt es mir überhaupt keine Energie, dort raubt es mir Energie. Und für mich, was ich gemerkt habe in den letzten Jahren, ist so das Ausgang oder Schrägstrich Bar mit vielen Leuten und so. Das habe ich gemerkt, früher haben mir das noch mehr Spass gemacht und dort ist so einfach draussen laute Musik und Leute, so das ein bisschen Rambazamba, das gibt mir hart keine Energie. Das zieht mir mega viel Energie. Ja. Aber so spontane Gespräche mit Leuten, das gibt mir so viel Energie. Ja. Und da muss man vielleicht das vielleicht auch so ein bisschen für sich selber herausfinden, welche Interaktionen geben einem Energie, welche Beziehungen, aus welchen Beziehungen schöpfe ich etwas Positives und die fördern. Und vielleicht auch, wenn man merkt, das habe ich nicht mehr so gern, das nimmt mir Energie, das auch ein bisschen minimieren. Ich meine, die Kollegen von mir, die jetzt zuhören, die wissen, ich gehe weniger in den Ausgang. Und ich gehe vielleicht noch etwas trinken und so. Und wenn sie sagen, jetzt gehen wir noch weiter, sage ich, hey, Jungs, ich gehe heim. Weil ich weiss, es gibt mir nichts. Ja. Oder? Und das ist nicht wegen ihnen. Ich mache mega gerne etwas mit ihnen. Aber wenn wir nachher in den Ausgang gehen, in den Club oder so, das gibt mir nichts. Und dann kann ich aber auch ganz okay sagen, hey, Jungs, ich gehe jetzt heim. Also am Morgen, ich gehe heim. Sonntag bin ich fit. Das gibt mir viel mehr, als jetzt bis um 3, 4, 5 Uhr am Morgen noch irgendetwas machen. Meine Jungs fühlen das total. Das gibt ihnen Energie. Super, wenn sie es machen. Oder? Noch etwas erleben, ein bisschen Action, keine Ahnung. Super. Ich habe für mich gemerkt, das gibt mir nicht. Du sprichst da einen Punkt an, den ich glaube, betrifft alle Beziehungen, weil es braucht ein gewisses Maß an Vertrauen und auch die Möglichkeit, um sich verletzlich zu zeigen. Weil dass du sagst, hey, ich komme nicht mit, ist nicht selbstverständlich, dass das einfach so akzeptiert wird. Ich glaube, es gibt viele Kollegengruppen, wo das dann so wäre, so, ja, hey, aber jetzt willst du nicht mit uns Zeit verbringen, komm doch mit. Blablabla. Und ich glaube, es braucht generell Vertrauen und Verletzlichkeit, dass man eben genau kann sagen, was einem Energie gibt und was einem Energie nimmt, ohne dass Gegenüber das Gefühl bekommt, es liegt an der Person. Oder deine Kollegen haben nicht das Gefühl, du kommst nicht mit wegen ihnen, sondern sie wissen, du kommst nicht mit wegen dem ganzen Kontext von, es ist laut, es ist irgendwie zu viel los und du weißt, du bist am nächsten Morgen einfach kaputt. Ja. Wenn sie jetzt sagen, hey, gehen wir noch zu ihm heim, machen wir noch einen Spielabend oder so. Ich weiß sofort dabei. Ja. Oder? Das will mir dann wieder mega Energie geben. Ja. Und das ist so ein bisschen das Differenzieren davon, oder? Was gibt einem Energie und welche Beziehung in welchem Kontext auch. Oder? Ja. Und manchmal ist man halt auch ein bisschen gezwungen, in Arbeitsbeziehungen mit gewissen Leuten zusammenzuarbeiten. Und dort muss man sich überlegen, hey, wie möchte ich die gestalten? Auf was ich noch möchte eingehen bei dem Thema Beziehungen, ist etwas, wo zu dem Thema Liebesbeziehungen habe ich mal so eine Studie, das ist schon lange her, ich habe sie vorher wieder gegoogelt, eine gelesen, das Verhältnis von positiven Ereignissen in der Beziehung und negativen Ereignissen ist mal so plus minus ausgerechnet worden, 5:1. Okay. Hast du von der mal gehört? Und ich finde die hure gut, weil wenn du das immer so im Hinterkopf hast, in deiner Liebesbeziehung, kannst du sie wirklich proaktiver gestalten. Sagen wir, also das heisst, auf jede negative Interaktion, die wir miteinander haben, das kann eine Diskussion sein, das kann ein Streit sein, das kann ein Missverständnis sein, was auch immer, braucht es im Verhältnis 5 positive Erlebnisse. Das heisst vielleicht ein feines Nacht miteinander, einen schönen Spaziergang, ein gutes Gespräch, guter Sex, was auch immer. 5 von denen, dass es überhand nimmt. Dass eigentlich die Beziehung positiv gesehen wird. Und das ist auch wieder die Negativitätsverzerrung. Du brauchst ein negatives Ereignis und du das aufwägen mit, es braucht 5. Und das ist einfach so, wie wir funktionieren. Und ich glaube, das müssen wir auch nicht irgendwie ausmerzen. Es ist einfach so, wie es ist. Aber vielleicht können wir dann das schaffen, positive Ereignisse zu ermöglichen. Hey, das ist... ja, hast du connected. Also, sehr clever gewesen. Und das ist ein gutes vernetzt denken. Und genau, und das finde ich eben etwas mega Schönes, wenn man das in Beziehungen sich bewusst macht. Oder? Man muss das nicht die ganze Zeit verfolgen und Strichli machen, aber einfach so mal schauen, hey, wie ist es bei uns in der Beziehung? Haben wir mehr positive Interaktionen als negative? Und der Forscher wird, ich glaube, John Gottman. Shit, was ein Name. Der John Gottman
hat eigentlich wie so gesagt, das ist so ein guter Messpunkt, zum voraussagen, ob die Beziehung verhebt oder nicht. Okay. Ja. Weil das macht irgendwie Sinn, wenn deine Beziehung von Negativität geprägt wird, langfristig. Ich finde es, da ist wahrscheinlich gefährlich, weil man muss, also ich finde die Zahlen alleine, wenn man die einfach so betrachtet, finde ich es noch schwierig, weil ich glaube, dass jede Beziehung für sich muss definieren, was ein positives Erlebnis ist. Und jeder Teil von dieser Beziehung muss bestimmen. Also wenn ich jetzt das Gefühl habe, ja, bei uns, easy, 10:1, 10 positive, 1 negatives, das heisst das nicht, dass es fürs Gegenüber dasselbe ist, weil ich vielleicht etwas Positives bewerte, wo die andere Person nicht so sieht. Voll. Also es kann sein, dass du eine Diskussion hast, aber nachher merkst du, die ist gerade hure notwendig gewesen, um sich vielleicht besser zu verstehen, besser zu kommunizieren. Ich denke, wow, positiv. Ja. Ich denke, wow, jetzt haben wir voll Diskussion gehabt. Ja. Ich glaube, die positiven Momente, du hast noch etwas? Ja, nur schnell, du hast total recht, man kann das nicht anhand von dem voraussagen. Und ich meine, es gehört ja noch viel mehr dazu, dass eine Beziehung langfristig zusammenbleibt und sich entwickeln kann, eben während all das, was zusammenkommt, natürlich. Aber ich finde es einfach so einfach zu meinem Kopf behalten, so das 5:1. Und ich glaube, was der Vorteil davon ist, das 5:1, ist, es bringt einen dazu, dass man positive Erlebnisse will schaffen. Dass du sagst, okay, ich muss aktiv daran arbeiten, dass wir positive Erlebnisse haben. Und das hilft mir mega fest und mir in meinen Beziehungen, dass ich wirklich versuche, aktiv die positiven Erlebnisse zu gestalten und auch unabhängig oder besser gesagt unabgelenkt von einem Handy oder was auch immer. Das kann auch mit Ritual sein. Ich habe zum Beispiel immer an einem gewissen Wochentag am Abend ist klar definiert, dass ich dort mit meiner Verlobten bin, dass wir Zeit miteinander verbringen und dann gehen wir entweder gut zu Nachtessen oder wir machen, das kann auch sein, wir machen zusammen den Haushalt. Oder letztens sind wir bouldern, wo wir beide hart nicht klettern können, aber es war einfach lustig, das miteinander zusammen machen. Und du bist auch dort dann irgendwie nicht abgelenkt von was halt auch sonst läuft. Und einfach die positiven Erlebnisse auch zu gestalten, aktiv das in die Hand zu nehmen, von hey, wir machen jetzt etwas Positives und dann mal den Raum zu geben. Nicht einfach zu hoffen, ich komme jetzt heim vom Arbeiten und hoffentlich ergibt sich etwas Positives, sondern das aktiv auch anzugehen. Voll. Und du hast jetzt gerade ein paar schöne Beispiele gebracht, die auch zeigen, hey, eben gewisse Sachen muss man aktiv gestalten, du gehst bouldern, wir machen etwas, aber es muss nicht immer gerade etwas Spezielles sein oder noch eine Wanderung dort und dort mit Übernachtung im Wellness-Hotel, sondern sich eben auch bewusst auf die Momente können konzentrieren und fokussieren und die schätzen, wenn du sagst, jetzt tun wir heute Abend zusammen die essen. Kochen zusammen und essen das. Und das kann man einfach machen und fertig. Oder man kann sagen, boah, heute machen wir etwas Spezielles. Schön, komm, wir gehen das und das posten, und nachher zusammen kochen, machen uns noch ein Dessert. Ja, und das richtig geniessen. Ja. Oder? Voll. Das ist ganz etwas anderes als jetzt haben wir zusammen gekocht, jetzt können wir Netflix schauen. Voll. Ja. Was ich noch zu diesem Thema Relationships spannend finde, es hat ja jetzt Ende April hat's ein Blackout gegeben in gewissen europäischen Ländern. Und es gibt sicher auch sehr, sehr viel Negatives, die dadurch gekommen sind. Ich meine, ich glaube, es sind kein Strom gehabt für, weißt du wie lange? Ich habe gemeint, so einen Tag, also 24 Stunden, glaub. Und ich meine, wir sind angewiesen auf Strom. Aber was die positiven Aspekte, die ich gesehen habe auf Social Media, sind Piazzas, die gefüllt sind mit Leuten, die miteinander Zeit verbracht haben. Und ich bin so gewesen, von wo kommen all diese Leute? Bis ich realisiert habe, aha, die wären vielleicht zuschauend einfach daheim, würden Fernsehen schauen, wären am Handy. Und ich finde es krass, wie viele Leute aus ihren Schalen rauskommen, wenn sie nicht die Ablenkungen haben in ihrem Leben, wie Internet, wie Strom, wie einfach was auch immer. Und das hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht, weil es einem einfach aufzeigt, wie fest das Technologien und Ablenkungen unser Leben beeinflussen auch. Auch negativ. Negativ, also, und das wissen wir, klar. Aber also wirklich, die Piazzas sind gefüllt gewesen. Gefüllt. Leute haben Musik gemacht, andere haben getanzt, andere haben Schach gespielt. Und es ist so eine Freude rausgekommen
bei den Leuten und so ein Bedürfnis nach Bindung, weil sie hätten auch daheim alleine etwas machen, aber sie haben gefunden, nein, ich will draussen sein. Und es hat bestimmt auch Leute gegeben, die daheim etwas alleine gemacht haben. Aber ich glaube, dort entgeht uns so viel und ich weiss noch nicht, wie ich das jetzt für mich umsetze, aber ich habe auch noch ein bisschen Zeit, um darüber nachzudenken. Mhm. Aber schön gesagt. Sehr schön gesagt, ja. Ich habe es einfach interessant gefunden. Weil die Bilder, ich war wirklich so wow. Mhm. Da sieht man, dass, das ist eigentlich ein anderer Punkt, dass etwas Negatives kann mit etwas Positives machen. Mhm. Ich glaube, wenn jetzt der Blackout länger anhaltend gewesen wäre. Logisch. Weil es hat immer so logisch. aber und ich eben- frage mich auch, weißt du, gut, in den Spitälern haben so Notstrom, Backup-Generators oder? und Ja. so wahrscheinlich. Ja, Ja. wahrscheinlich schon. Aber eben, dass das dann so rauskommt. Oder wenn wir mal nicht abgelenkt werden oder einfach so berieselt werden mit Nonsens, was eigentlich in uns drin ist, dann kommt das ja wieder führen. Mhm. Oder das ist ja eigentlich unser Naturell, Ja. wo dann führen kommt. Wir werden Ja. jetzt einfach berieselt mit Bildschirm und fucking 10 verschiedenen Streaming-Anbietern. Ist ja nicht mal übertrieben. Ja, ist wirklich nicht übertrieben. Aber wenn die Ja. wegfallen, ist so, gehen wir Schach spielen. Geil. Ja. Gehen wir dort Musik machen. Geil. Ich will am liebsten Ukulele spielen. Ich kann es nicht, aber weißt du, geil. Du kannst dir ja das Ziel setzen. Ja. Zu dem kommen wir dann als nächstes. Jetzt aber der nächste, wir haben jetzt positive Emotionen gehabt, wir haben Engagement gehabt, so das Flow-Erlebnis auch. Wir haben Relationships gehabt, also Beziehungen. Und das M von Perma steht für Meaning oder Sinn, dass man einen Sinn in seinem Leben hat, dass man seinen Aktionen einen Sinn verleiht. Wo ich das mega fest gesehen, ist bei gläubigen Leuten. Mhm. Ich selber bin nicht gläubig, aber ich sehe, wie viel Energie und Kraft dass es Leute gibt, die an einen Gott oder an Götter glauben. Und finde das noch interessant, weil der Teil von Perma habe ich zuerst nicht gewusst, wie in meinem Leben zuordnen. Mhm. Hast du für dich, ich habe dann schon etwas gefunden, aber hast du für dich einen Teil in deinem Leben, wo du dem Meaning oder dem Sinn zuschreibst, wo du sagst, hey, das ist mein Sinn, das ist der Grund, wieso dass ich das mache oder wieso dass ich da bin? Mhm. Ja. Also nein. Eigentlich nein. Oder? Weil ich kann mich noch gut erinnern, als ich so, keine Ahnung, etwa 22 war, habe ich mich so recht stark mit dem auseinandergesetzt. So, warum bin ich da? Mhm. Und bis dahin habe ich gemerkt, ich habe einfach so gelebt und gefunden, ja, das macht Sinn, oder? Und irgendwann war es so, aber macht das wirklich Sinn? Ist das wirklich mein Sinn? Und habe mich dann eben auch so ein bisschen mit diesen Religionen versucht auseinanderzusetzen oder mit dem ein bisschen Spirituellen. Es gibt ja verschiedene Weltansichten oder was nach unserem Tod passiert und all das. Oder wieso wir da sind. Und ich habe für mich jetzt einfach, das ist meine persönliche Haltung, sagen, es gibt keinen Sinn. Und es ist wie am Anfang ein bisschen schwierig, um das auszuhalten. Es gibt keinen Sinn für was? Dass wir da sind. Aha. Es gibt keinen Sinn. Dass du vielleicht da bist, Mann. Ich habe Das schon ist- Sinn, dass ich da bin. Genau, aber eben, und dann habe ich wieso gemerkt, zuerst bin ich so gewesen, ja, fuck, was mache ich überhaupt da? Ich könnte jetzt einfach auch abkratzen und es würde ja eh nicht mit, also es würde schon Leute interessieren, aber es macht keinen Unterschied. Mhm. Es gibt keinen Sinn. Das war so meine erste Schlussfolgerung gewesen, negativ. Und dann habe ich aber auch gemerkt, hey, es gibt mir so viel Freiraum. Weil ich kann machen, was ich will. Es gibt eh keinen Sinn. Und das Einzige, was ich machen kann, ist sagen, das ist mein aktueller Sinn. Ich tue meine Lebenszeit jetzt diesem Thema widmen. Und tue mich dort engagieren und mache etwas dafür. Und dann habe ich gemerkt, hey, das ist das Geilste, was es gibt, weil ich kann verschiedene Lebensabschnitte, die auf mich zukommen, wo ich bin, einen Sinn zuordnen und sagen, das ist jetzt so. Mhm. Und ich weiß, dass es meine Betrachtung ist, meine Perspektive ist. Und ich weiß auch für mich tief inne, das ist nicht ein abgeschlossene, das stimmt nicht, sondern das ist mein aktueller Sinn. Und mein aktueller Sinn jetzt ist, Menschen im Leben begleiten. Ganz kurz. Schön. Und ich habe es früher viel spezifischer formuliert, aber ich habe das ein bisschen angepasst. Und jetzt ist wirklich einfach so, Menschen im Leben begleiten. Und Geil. das kann sein, dass wir durch den Podcast Leute vielleicht positiv auf irgendetwas können beeinflussen, dass sie etwas umsetzen. Oder dass durch unsere Arbeit
mit einem Vortrag etwas machen können, dass wir mit im 1:1 mit jemandem begleiten können. Oder vorher, wo ich im Lerncoaching geschafft habe, dort können Leute weitergeben. In meiner Freizeit, wenn wir jetzt an das Special Team Golf gehen, dort etwas machen können. Darum, für mich ist es einfach, mir geht es so gut. Ich bin gesund, ich fühle mich gut. Nutze ich durch die Energie, um zu versuchen, anderen Leuten helfen und weiterkommen. Schön. Hey, ich habe etwas Ähnliches dann für mich gefunden. Erzähl mal so. Und zwar, also, was ich noch interessant finde, ich habe einen Textabschnitt gefunden, was geheißen hat, Meaning ist nicht gleich Happiness. Also, der Sinn führt nicht immer dazu, dass du glücklicher bist. Und sie haben dort das Beispiel gebracht von jemandem, der auf ein Familienmitglied pflegt. Das ist wahrscheinlich nicht erfreulich. Im ersten Teil von Perma positive Emotionen wird wahrscheinlich nicht allzu viele positive Emotionen im Moment abwerfen. Aber der Sinn dahinter führt dazu, dass man erfüllter die Aufgabe macht, dass man resilienter auch ist, dass man dann quasi durchhaltefähiger ist auch. Weil man hat das Ziel, man hat den Sinn von «Ich mache das, will». Oder also so ein Purpose-Satz. Warum machst du das? Ja? Genau, der Purpose-Satz von «Ich mache das, um das zu erreichen, will...» Und das habe ich noch interessant gefunden. Und für mich aktuell, weil dort hast du so eine Möglichkeit, um dir Energie zu geben, wenn du einen Sinn hast. Und für mich, ähnlich wie bei dir, du hast jetzt gesagt, Menschen begleiten. Für mich ist es gute Voraussetzungen schaffen für Menschen um mich herum und um mich. Dass ich, manchmal bin ich so, wow, ey, es ist aktuell zu viel oder ich habe keine Energie. Und dort das, was mich dann antreibt, ist, hey ja, aber ich kann gute Voraussetzungen schaffen, dass Sachen gelingen. Kannst du das noch ein bisschen, das würde mich jetzt gerade wundern, wir haben noch nie über das geredet. Über was? Über unseren Sinn? Ja. Wie meinst du, was sind gute Voraussetzungen? Hey, vielleicht auch also mit Anbetracht auf Circle of Influence. Kontrollieren will ich es nicht können, was andere um mich herum machen. Aber ich kann gute Voraussetzungen schaffen, dass sie Sachen erreichen, die ich möchte, dass sie erreichen. Und auch, die ich möchte erreichen. Und was ich jetzt ein einfaches Beispiel ist, mit meiner Selbstständigkeit ist es das Ziel oder die Idee, dass ich irgendwann mehr Zeit habe. Für mich und für mein Umfeld. Mhm. Dass ich mehr Freiheiten habe, dass ich mir Sachen besser einplanen kann. Und dass ich kann, zum Beispiel in einem Sportverein so aktiv sein, wie ich es bin, weil ich sehe, wie viel das es zurückgibt, wie viel auch das es mir gibt. Dass ich kann mehr Zeit für Familien und Freunde brauchen und die zu unterstützen, ob mit Zeit, Energie oder finanziell. Und das gibt mir sehr viel Sinn, dass ich das, was ich mache, dem kann einen Grund geben und sagen, hey, ich mache all das, um bessere Voraussetzungen zu schaffen, dass es mir und Personen im Umfeld besser geht. Mhm. Meinst du das auch? Jetzt nehmen wir an, ich verstehe es jetzt, ich glaube, was du meinst, aber jetzt nehmen wir an, du gibst ein Coaching, 1:1. Mhm. Ist das dort auch dein Sinn, eine bessere Voraussetzung für die Person zu schaffen, dass er oder sie sein Leben wieder in die Hand nehmen kann? Oder ist das mehr jetzt so für dich und dein Umfeld gemeint? Hey, dort ist es mehr meine Arbeit. Also wenn ich ein Coaching gebe, dann ist das meine Arbeit. Mhm. Ich habe jetzt von Sinn geredet für mich, meinen Lebenssinn und den Sinn, wieso dass ich mache, was ich mache. Mhm. Also der Sinn eigentlich, wieso dass ich das Coaching gebe. Ah. Für mich. Ja. Klar ist es schlussendlich meine Arbeit und auch irgendwie mein Ziel, dass die Person dann das kann. Aber ich habe jetzt von meinem Sinn geredet und von dem, was mich antreibt. Ja. Dem, was mir Halt gibt, dem, was mir Sicherheit gibt. Weil ich habe die Religion nicht. Mhm. Und ich sehe, wie vielen Leuten dass das etwas gibt. Mhm. Und eine wahnsinnige Energie rum ist. Ja, und das ist so ein bisschen mein Meaning. Spannend. Und das ist aber genau das, eben, ich habe jetzt auch nicht die Religion, wo ich irgendwie einen Zugang oder so habe, Mhm. aber es zeigt auch, dass Sinn mega unterschiedlich kann sein. Und ich glaube, es gibt auch nicht das richtig und falsch, sondern
etwas, was für dich passt Absolut. und dir eben Halt und Energie gibt im Leben. Ja. Das muss nicht, und auch mega spannend, wie gesagt, es muss nicht immer positive Emotionen sein. Aber es gibt dir auch Orientierung und Kontrolle vielleicht. Ja. Ja, absolut. Und da kann man vielleicht auch noch ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja so einen individuellen Sinn, meine ich. Ja. Das sind so unsere beiden. Und dann gibt es ja noch einen gesellschaftlichen Sinn. Also das, was wir machen, hat einen Sinn für die Gesellschaft. Oder? Kann man sagen, ja, wir arbeiten mit Leuten, im besten Fall geht es den Leuten nachher besser. Hat wahrscheinlich für die ganze Gesellschaft einen Sinn. Mhm. Wenn du jetzt, und das kannst du ja wirklich mit allen Sachen machen, oder? Ob das nur für dich einen Sinn gibt oder auch einen gesellschaftlichen Sinn. Und das muss nicht immer übereinstimmen und das ist auch okay. Und das ist bei unterschiedlichen Sachen auch nicht immer das Gleiche. Weil so, das ist ja auch noch so eine Unterscheidung, die man machen kann. Ja, voll. Hey, ja. Einfach zum dir schnell aufzeigen, wie fest dass du im Flow bist. Wir sind schon fast 50 Minuten am Aufnehmen. Geil. Jetzt bin ich wirklich gerade noch mit dem Sinn-Thema bin ich gerade noch mal. Ja, hat etwas entfacht. Ja. Ich will aber sagen, wir kommen zum letzten Teil von dem Perma, und zwar Accomplishment. Und Teil von dem Accomplishment ist ja so ein bisschen, wir haben jetzt das auch schon mehrmals angesprochen, das Ziel setzen und die dann auch erfüllen. Und was ich dort dann interessant finde, ist, sie unterscheidet ganz klar, oder sie zeigt ganz klar auf, dass Talent oder Fähigkeiten oder auch IQ nicht ansatzweise so entscheidend sind für die Zielerfüllung, wie sie nennen das Grit oder so Beharrlichkeit, so dran zu bleiben. Durchhaltevermögen. Dass man dran bleibt und einfach ein Ziel verfolgt und probiert, ein Ziel zu erreichen, auch wenn es vielleicht Tiefen gibt. Und auch wenn es vielleicht Rückschläge gibt. Und ich habe das so motivierend gefunden, weil sie reden von Faktor 2. Also sie haben geschaut, hey, wie durchhaltevermögend sind Leute und wie hoch ist der IQ von Leuten. Mhm. Und sie haben nachher geschaut, was ist aussagekräftiger für Erfolg oder für Zielerreichung. Mhm. Und sie haben dort herausgefunden, dass das Durchhaltevermögen doppelt so einen grossen Einfluss hat auf Zielerreichung als Intelligenz. Ja. Also als IQ zum Beispiel. Das ist jetzt sehr spannend. Da kommen mir gerade zwei Sachen in den Sinn. Erstens, es gibt ja die Motivational Speeches und so und dort ist einfach immer Discipline, oder? Mhm. Und Consistency, bla bla bla. Es hat also doch etwas Wahres im Kern, was die immer prophezeien. Weil das Durchhaltevermögen auch wissenschaftlich eigentlich wissenschaftlich erarbeitet auch wirklich zeigt, hey, das ist viel ausschlaggebender als ein IQ. Das andere, was mir gerade in den Sinn kommt, ist die Aufnahmeverfahren für die ZHW. Mhm. Die theoretischen Prüfungen, das sind eigentlich IQ-Tests. Ja. Räumliches Denken, mathematisches Denken, sprachliche Flexibilität, all das, was wir machen müssen. Ja. Das sind ja eigentlich IQ-Tests. Wäre eigentlich das falsche Das stimmt. Aufnahmeverfahren. Das stimmt, ja. Ist mir jetzt noch gerade noch Dort spontan wäre in den Sinn dann das gekommen. Gegenstück wäre die Uni, die ein Assessment-Jahr macht. Oder? Sie sagen, ich glaube, die Uni Zürich sagt, hey, alle, die Psychologie studieren können Psychologie studieren, dürfen alle die Vorlesungen. Dann müssen sich sammeln prügeln um einen Platz in dem Vorlesungszimmer. Aber du kannst dort rein und nachher geht es einfach darum, hey, wie fest bleibst du dran, weil nach einem Jahr werden dann, ich glaube, die mit der schlechten Note dann ausgefiltert. Und das ist recht heavy, glaube ich. Also die haben Ja. so 12, 13 Prüfungen nach einem Jahr. Super intens. Und nach einem Jahr weißt du eigentlich, ob du jetzt kannst du weiter studieren oder nicht. Ja. Finde ich jetzt einfach so... Also ich sage dir ehrlich, ich habe es lieber so, wie wir es hatten. Ich Weil auch. Einfach auch rein von der Stimmung. Ich habe gehört, dass an der Uni Zürich, hat mir mal ein Kollege erzählt, dass also falsche Zusammenfassungen aufgeladen werden. Weil du messest dich ja nicht mit dir selber, Nein. sondern du messest dich mit anderen. Es wird Das heisst, einfach es entsteht ein riesiges Konkurrenzdenken und in einem sozialen Studium könntest du jetzt eigentlich sagen, hey, wäre vielleicht besser, wenn nicht. Sondern dass man sich unterstützt und voneinander probiert zu lernen. Voll. Das ist eigentlich so ein bisschen die negative Konsequenz Ja. von dem, ja. Ja. Genau. Und so ein bisschen bei Ziel, du hast gesagt, hey, es ist wichtig, dass man Ziel hat, Mhm. wo man sich setzt und dass man die auch erreicht. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Weil, wenn man sich Ziel setzt
und die nicht erreicht, dann hast du eigentlich den negativen Effekt davon, weil du denkst, jetzt habe ich das schon wieder nicht geschafft. Es geht. Es kommt darauf an, wie. Weil es gibt da von der, ich glaube, sie heißt Carol Dweck, das Growth Mindset. Und sie hat eine ganz einfache Sache eingeführt bei Schulnoten, wo einfach in der Besprechung von diesen Noten ein Satz geändert worden ist. Und zwar die vorherige Variante, die quasi schlechte Variante, ist, hey, du bist durchgefallen. Und die neue Variante war, du hast es noch nicht geschafft. Und was sie dort anspricht, ist das Growth Mindset von, hey, du kannst dich entwickeln und deine Fähigkeiten sind nicht einfach in Stein gemeißelt. Ja. Und darum sage ich, dass eine Nicht-Zielerreichung nicht nur muss demotivierend sein oder so fest, sondern dass du es auch kannst angehen mit der Mentalität von, hey, vielleicht hat es noch nicht gelangt. Wenn du dir vornimmst, einen Marathon in 3 Stunden zu rennen oder unter 3 Stunden und du das nicht schaffst, kannst du dich jetzt von dem demotivieren lassen. Oder du kannst sagen, hey, ich habe es einfach noch nicht geschafft. Aber ich bleibe dran, ich werde weiter trainieren. Nächstes Jahr schaffe ich es dann vielleicht. Das ist sehr ein spannender Aspekt. Also auch wie man dann mit Niederlagen oder Niederlagen mit Rückschlägen umgeht. Das ist natürlich super entscheidend. Und ich habe jetzt gerade so jetzt stell dir vor, jemand wird an die ZHW, geht an die Aufnahmeprüfung, schafft es nicht. Dann geht an die Uni, ist ein Jahr dort, schafft es nicht. Dann kann man sagen, ich habe es noch nicht geschafft, aber das braucht recht viel Resilienz. So und irgendwann wirst du gesperrt. Irgendwann wirst du vielleicht gesperrt, oder? Also wenn du zweimal die Aufnahmeprüfung bei der ZHW nicht bestehst, dann kannst du nicht mehr Psychologie studieren an der ZHW. Oder? Ja, darum, dort ist für mich eigentlich mega etwas vom Wichtigsten, wenn man sich Ziel setzt, ob das beim Arbeiten ist oder auch privat, sportliche, musikalische, was auch immer, gesundheitliche Ziel, wenn man sich die setzt, bevor man damit anfängt, sich fragen, möchte ich das wirklich und warum? Das ist dann der Sinn dahinter. Aha. Möchte ich das? Ja. Weil es kann sein, dass durch irgendwelche Beeinflussungen in unserer Umwelt, die dann unbewussten Einfluss haben, dass wir das Gefühl haben, ich will das. Aber das stimmt. Aber will ich das wirklich? Also warum will ich das? Und dort dann eigentlich den Sinn zu geben. Auch. Dass du dann hartnäckiger bist und genau das Durchhaltevermögen hast, wo dann nachher wiederum einen doppelt so hohen Einfluss hat auf deine Zielerreichung wie IQ, Talent, Fähigkeiten. Genau. Krass! Jetzt hast du uns gut vernetzt. Danke Crazy. vielmals. Aber beide wurden gut vernetzt, muss man sagen. Oh mein Gott, wir sind so selbstverliebt. Wir sind dort noch zusammen. Oder? Und nachher, wenn man dann, was eben das Schöne ist, oder was ich so persönlich mega merke, ist, wenn du dir ein Ziel gesetzt hast und das Ziel erreicht hast, das gibt mir monatelang Energie. Und meistens sind das Ziele, die so ein bisschen out of the comfort zone sind, oder? Wo du wirklich so musst, wo nicht einfach sagst, ich mache jetzt ein Ziel und ich erreiche es einfach, sondern wo du so ein bisschen wirklich durchhaltend musst sein. Das gibt mir mega viel Energie für das Nächste. Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass ein Ziel in einem Bereich, wo du nachher auch gewisse Sachen musst entbehren, also etwas aufgibst, um das Ziel zu erreichen, einen positiven Einfluss hat auf andere Lebensbereiche. Ja. Das heisst, in meiner Marathonvorbereitung, ich habe ein besseres Zeitmanagement gebraucht, dass ich das immer mache. Ich musste gesünder essen. Ich bin früher ins Bett gegangen. Das heisst, ich bin auch wieder früher aufgestanden als Beispiel. Bin fitter gewesen, hatte beim Arbeiten mehr Energie gehabt. Nachher bin ich besser drauf gewesen. Das heisst, meine sozialen Interaktionen sind auch wieder besser gewesen. Das heisst, ein Ziel in nur einem Bereich von meinem Leben, in meiner Freizeit, hat einen positiven Einfluss gehabt auf viele andere Bereiche. Krass. Und wenn man sich das mal bewusst macht, löst das noch mehr positive Gefühle aus. Denkt, wow, geil, ich hätte voll dranbleiben, oder, um das zu machen. Und das ist mir wirklich so, ich sage die letzten Monate nochmal so hart eingefahren, dass ich mir gemerkt habe, ich muss noch mehr so Ziele einbauen. Auch in meiner Freizeit noch mehr Ziele einbauen. Okay, jetzt mache ich mehr jetzt das und das will ich erreichen. Oder? Und jetzt nicht übermorgen, am Montag fange ich einen neuen Job an. Auch dort relativ früh für sich Ziel
können setzen oder ein Absprachziel setzen. Das könnte ein Entwicklungsziel sein, dass ich etwas möchte lernen oder wirklich auch so quantitative Ziele sagen, okay, die sehr klar messbar sind, das und das möchte ich erreichen. Weil das gibt so eine Energie drin. Ja. Ich glaube, was bei Ziel wichtig ist, generell, auch, wir haben es beim Flow schon angesprochen, ist, dass das Ziel erreichbar ist, aber quasi herausfordernd und nicht überfordernd oder unterfordernd. Weil dann bleibst du auch dran und dann hast du nachher auch, wenn du es dann geschafft hast, hast du nachher auch das Erfolgserlebnis. Weil wenn es zu einfach ist, dann hast du es geschafft und bist du ja gut. Ja, voll. Hey, ja. Hey, das war eine sehr runde Folge, habe ich das Gefühl. Auch Ja. durch das, dass das Permo-Modell sehr miteinander ein bisschen zusammenhängt, habe ich das Gefühl. Also du Ja, kannst voll. gerade so mit positiven Emotionen, die jetzt zwar nur eine Säule darstellt, du kannst mega viele positive Emotionen auch durch andere Säulen führen holen. Sie sind halt zusammenhängend. Voll. Ja, Ja, absolut. Hey, ja. Und ich glaube, ich habe am Anfang, mein Ziel war, dass wir ganz klare Sachen geben, die die Leute umsetzen können. Wir haben, glaube ich, so Actions gegeben, die man machen kann. Aber nehmt euch doch einen von diesen 5 Säulen, überlegt euch, hey, welches von denen spricht mich an, wo könnte ich vielleicht meine positiven Emotionen oder einfach welches auch immer, wo kann ich das noch verbessern, um in die positive Psychologie hineinzurutschen und vielleicht einen Aspekt von seinem eigenen Leben zu verbessern. ja. Das ist eigentlich gerade gut, vielleicht können wir das ganz kurz zusammenfassen. So, wenn ihr jetzt am Hören sind und euch überlegt, ja, was könnte ich machen? Ich stelle euch ein paar Fragen. Positive Emotionen. Wie kann ich meinen Fokus wieder besser lenken? Wie will ich das umsetzen, um auch die positiven Emotionen ihren Raum zu geben? Wie kann ich die fördern? Frage. Engagement. Eingebunden sein. Welche Fähigkeiten habe ich? Was kann ich wirklich gut und wie kann ich die einsetzen? In der Freizeit, in der Arbeit, wie kann ich die einbringen? Überlegt euch das. Relationships. Beziehungen. Welche Beziehungen möchte ich weiter pflegen? Wie kann ich die pflegen? Aktiv auch. Was kann ich jetzt aktiv machen? Circle of Control. Was kann ich machen? Meaning. Das ist ein bisschen tiefgründigeres Thema. Wo man sich vielleicht wirklich einfach mal muss überlegen, hey, für was schaffe ich, wieso mache ich, was ich mache. Ja, voll. Und dort kann man sich vielleicht auch mal die Frage stellen, was würde mich antreiben oder was würde ich machen, wenn ich kein Geld dafür bekomme, keine soziale Anerkennung, nicht irgendeinen sozialen Status oder irgendetwas Externes, sondern wirklich etwas, wo ich sage, das mache ich gerne, geht auch ein bisschen mit Engagement, welche Aktivitäten mache ich gerne, aber auch, und warum mache ich das gerne, oder? Dann dort noch das Warum fragen. Ja. Dass man einfach dann einen Sinn bekommt, das ist es, was mich antreibt, oder? Und dann haben wir noch Zielerreichung. Accomplishment. In welchem Bereich von meinem Leben habe ich vielleicht so ein bisschen das Ziel setzen, ein bisschen außer Acht lassen oder bin ich nicht mehr so aktiv dran gewesen? Wo würde ich eigentlich gerne wieder mal etwas machen? Eben, ich habe davor gesagt, ich würde eigentlich gerne mal Ukulele spielen. Das ist schon Tu es! Mach! ewig in meinem Hinterkopf. Ja, ein bisschen lustig. Mach. Ich habe wirklich einfach auch zu wenig Zeit neben all dem. Ja, aber es ist so ja. etwas, sobald ich irgendetwas nicht mehr machen kann, wahrscheinlich wird es etwas sportlich sein wegen meinem Körper, dann fange ich an Ukulele zu spielen. Never too late. Yes. Das war eine schöne Abrundung. Wir haben noch eine letzte Hirnzelle. Bevor wir bei die letzte Hirnzelle gehen, wir werden das Thema von der nächsten Folge noch nicht ansagen, weil wir nicht wissen, hey, können wir vielleicht das Thema ADHS dazwischen schieben. Sind dadurch ein bisschen flexibler, aber wir sehen uns dann wieder in 2 Wochen, das sicher. Die Frage ist einfach, ob euch das so passt oder ob ihr gerne mal wisst, was als nächstes kommt. Gebt uns doch da eure Meinung dazu. Ihr könnt euch schreiben auf entweder Spotify, direkt unten dran in den Kommentaren, oder auf Social Media auf Kopf_Chaos. Jetzt, letzte Hirnzelle. Ivo, du hast eine für mich. Ja. Es steht wie viel? Jetzt kann ich dich mal fragen. 3-2. Ich heißt, ich habe Möglichkeit zum Ausgleichen. Ja. Oh, Baby. Okay. Ich habe dir eine Quizfrage oder eine letzte Hirnzelle mitgebracht aus der positiven Psychologie. Mhm. Und zwar,
hat der Martin Seligman eine Studie gemacht und wollte untersuchen, wie sich das bewusste Einsetzen von der eigenen persönlichen Charakterstärke auf das subjektive Wohlbefinden auswirkt. Okay. Welche von den folgenden Interventionen hat sich als besonders wirksam erwiesen? Mhm. A. Die 5 höchsten Stärken benennen und täglich reflektieren. B. Eine neue Stärke entwickeln und trainieren. C. Eine von den Signaturstärken, das sind die stark ausprägt sind per se, auf eine neue Weise im Alltag einzusetzen und zu nutzen. Mhm. Oder D. Andere Menschen in deinem Umfeld auf ihre Stärken hinweisen. Easy, Bro. Easy money. Ich bin jetzt sehr selbstbewusst. Okay. Weil ich auch schon mit diesen Charakterstärken, die ihr übrigens einen Test machen könnt, um herauszufinden, was sind eure Charakterstärken. Man kommt mit denen einfach in den Flow und hat mehr Zufriedenheit. Wir tun euch die Website, die ihr gratis machen könnt, tun wir euch unten auch in die Shownotes. Wenn sie jetzt nicht das ist, Ja. dann ist es ein bisschen peinlich. Aber Darf ich noch schnell sagen? Ja. Du hast mich jetzt noch ein bisschen verwirren extra. Nein. Okay. Ich habe gerade gemeint, ich habe die Webseite, aber ich habe sie Ah. nicht. Ich habe sie auf meinem. Also wir finden sie nachher. Ich sage sehr selbstbewusst C. Sehr selbstbewusst. Selbstbeantwortet. Sehr selbstbewusst richtig geantwortet. Geil. Ja, es ist C, dass man die Stärken, die man hat, wenn man den Test macht, die Stärken, die man hat, dass man versucht, okay, wie kann ich die im Alltag auch anders brauchen? Oder wie kann ich die auf eine neue Weise nutzen? Und ich habe es noch spannend gefunden. Ich habe vorher auf dem Laptop geschaut, weil wir haben ja den Test mal gemacht im Studium. Mhm. Und ich habe das noch gefunden, was bei mir war. Und das war im Jahr 2020. Mhm. Vor 5 Jahren. Und dort sind meine 3 stärksten, ausprägtesten Charakterstärken, what the fuck, was für ein Satz, gsi, Hoffnung. Mhm. Das ist so das, Mhm. was? Okay, ja. Das sehr optimistische Denken und Glauben, dass es gut kommt. Das zweite war Selbstregulation. Mhm. Oder so ein bisschen das Selbstdisziplin, an etwas dranbleiben und Selbstregulation. Und C war Enthusiasmus. Ah, schön. Ja. Voll. Der Seligman hat sogar mal in einem Talk ein Beispiel gemacht. Und zwar hat er eine gehabt, der neben dem Studium in einer Laden geschafft hat und Sachen eingepackt hat. Also es gibt in gewissen Läden im Ausland wie so den Job, dass jemand deine Einkäufe nachher in einen Sack rein tut und für dich quasi dann nachher gibt. Hat sie mad angeschissen. Und er hat dann mit ihr offenbar geschaut, hey, okay, was kannst du jetzt machen, um eine von deinen Charakterstärken dort zu nutzen. Eine von ihren Charakterstärken war soziale Intelligenz. Und sie haben dann zusammen geschaut, wie sie sich als Ziel kann setzen, dass sie ihre soziale Intelligenz, ihre Charakterstärke, die sehr stark ausprägt ist, kann nutzen, während sie Sachen einpackt. Und sie hat sich dann als Ziel gesetzt, um den Moment oder die Interaktion mit der Person, wo sie die Einkäufe einpacken, zu der besten Interaktion macht von dem Mensch während dem Einkauf. Und sie hat dann das gemacht und hat dann offenbar dort sehr viel daraus gewonnen, hat sehr viel mehr Freude bekommen an diesem Job. Hat nicht immer geklappt, manchmal sind die Leute einfach auch pissig drauf, aber voll, er hat das mal so beschrieben, hat das noch herzig gefunden. Ein mega herziges Beispiel, ja. Ja, Mega. voll. Willst du noch raten, welche 3 am wenigsten ausprägt sind bei mir? Im 2020. Gib mir eine zweite letzte Hirnzelle, die aber keine Punkte gibt. Gib mir 3 zur Auswahl. Eine davon ist eine von denen, die bei dir sehr schwach ausprägt ist. Und dann probiere ich zu guessen. Okay, aber du darfst jetzt nicht auf meine Augen schauen, weil ich bin ja Okay, auf und runter scrollen. ich mache meine Augen zu. Also du kannst aussuchen zwischen Kreativität, Vergebungsbereitschaft Oh Mann. und Bescheidenheit. Ah shit, die sind bei dir alle schwach ausprägt, nicht? Hey. Ja, ich glaube, Bescheidenheit ist nicht. Kreativität und Vergebensbereitschaft. Ich sage B. Kreativität? Nein. Ah, nein. Kreativität wäre auch gewesen. Ah ja, stimmt. Ich sage, es könnte beides sein, aber. Nein, Vergebungsbereitschaft ist
Auch weit hinten, aber, Aha, aber okay, dann wirklich auf ganz. Kreativität. aber Kreativität ist zweitletzt und Bescheidenheit ist letzt. Oh. Hey ja, mit dieser Selbstreflexion vom Ivo schicken wir euch in die Woche. Wen grüßen wir noch? Wir grüßen. Der Chick sent me hi. Der Chicks hat mich alle Chicks oder Guys, die euch heimgeschickt haben, schreibt ihnen nicht mehr, weil es hat wahrscheinlich einen Grund gegeben. Aber Ja. denkt mal an sie, grüßt eure One-Night-Stands und macht's gut. Hey, schöne Woche euch. Wir hören uns bald wieder. Bis bald. Ciao zusammen.